Das ist ein bittersüß, uraltes Lied, das Leben. Du machst den Buckel krumm für ein bisschen Geld, dann musst gehen. Ich nimm dich mit auf dem einzigen Weg, den ich kenn so. Du warst schon der dich dahin führt, wo das Herz noch schlägt. Bleibt alles so, ich mag nicht, ich steck fest, wie ich bin. Ich steck fest, wie ich bin. Ja, ich bin 100.000 Menschen von einem Tag auf den anderen und ich bleib, wie ich bin. Oh mein, oh mein. Ich hab mein Letter nicht Bett, aber heut findest mich da auf die Knie. Ich muss Lieder hören, die verstehen, wie's ausschaut in mir. Lass den schönen Klang mein Hirn umwaschen, ich fühl mich frei. Doch es ist nichts zum Hören und keiner singt weit und breit. Bleibt alles so, ich mag nicht, ich steck fest, wie ich bin. Ich steck fest, wie ich bin. Ja, ich bin 100.000 Menschen von einem Tag auf den anderen und ich bleib, wie ich bin. Oh mein, oh mein. Es ist ein bittersüß, uraltes Lied, das Leben. Du machst den Buckel krumm, suchst die große Liebe, dann musst gehen. Ich nimm dich mit auf dem einzigen Weg, den ich kenn so. Du warst schon der dich dahin führt, wo das Herz noch schlägt. La 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 la. Das war Bittersweet Symphony von The Verve, Richard Ashcroft. Und ja, das ist eine Nummer, die. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Song, der immer wieder, siehst du irgendwo eine Werbung oder eine Doku oder ein Bericht oder irgendwas, wo dieser Song im Hintergrund läuft. Das ist so einer der Indie-Songs, die so richtig, richtig gut
vermarktet worden sind. Es gibt eine ganz interessante Geschichte zu diesem Song, tragisch interessant. Und zwar diese Streicher im Original, die sind gesampelt von einem Rolling Stones Song. Ich kenne den Song, glaube ich, nicht. Ich habe, als ich recherchiert habe, habe ich noch nie gehört, diese Nummer. Auf jeden Fall, genau, wurden diese Streicher gesampelt und das heißt von der Platten, von denen ich halt runtergespult und verwendet als neuer Teil in diesem Song. Und sie haben davor auch angefragt gehabt, ob sie das dürfen, und es wurde ihnen von der Plattenfirma versichert, ihr dürft das, ihr könnt das machen. Und dann haben sie es gemacht, und dann hat aber ich weiß nicht, war es ein alter Manager oder ein alter Verlagspartner oder sowas von den Rolling Stones, hat dann geklagt danach und hat gesagt, naja, war nicht erlaubt oder ist nicht so erlaubt, und ich möchte alle Rechte an diesem Song. Und tatsächlich hat er Recht gekriegt und hat alle Rechte an diesem Song praktisch für die Rolling Stones zurückgesichert. Das war der Richard Ashcroft, der diesen Song geschrieben hat. Hat über sehr viele Jahre kein Geld dafür gekriegt, für den einzigen großen Hit. The Verve hat schon noch ein paar andere Hits gehabt, und er war auch als Solokünstler nicht unerfolgreich, aber das war natürlich ein weltweiter Hit und ist es immer noch. Tatsächlich hat der Sohn von diesem Manager, Plattenfirmentyp, viele, viele Jahre später gesagt, wir teilen jetzt die Kohle. So. Und seitdem kriegt er auch Tantiemen dafür. Seitdem wird er auch bezahlt für seine Arbeit. Es ist ein bisschen wie Spotify. Das Musikgeschäft. Auf jeden Fall hat es mir sehr Spaß gemacht. Es macht immer sehr Spaß, wenn man so Songs, die man jetzt halt überhaupt nicht so im wie soll ich sagen, im volksmusikalischen Style mit der Akustikgitarre, den man so in der Art irgendwie gar nicht kennt, den dann so rüber zum holen. Nicht nur natürlich textlich, sondern auch musikalisch einfach in so eine Folk-Version zum Verwandeln. Das mache ich unglaublich gerne und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich freue mich immer, wenn ich da so tolle Rückmeldungen kriege von euch und Kommentare und Likes und alles. Also das ist ich danke immer jedem, der mit einem kleinen Herzl, der mir einen Kommentar schreibt, weil ich weiß, keiner müsste das machen. Und mich freut es immer, wenn jemand das macht. Dieser Song hat sehr viel Spaß gemacht. Der Text ist natürlich ein bisschen kryptisch und ein bisschen repetitiv, papatapi. Und trotzdem, ja, es hat schon fast ein bisschen so eine meditative Komponente, dieser Song. Im Original noch viel mehr, weil ja dieses das läuft ja die ganze Zeit durch. Ich habe kurz überlegt, ob ich da auch praktisch so eine ausproduzierte Version davon mache, aber es hat mir so viel, wie den Song jetzt so geübt habe vor dem Aufnehmen, habe ich gemerkt einfach, es macht unglaublich viel Spaß, den so total nackert irgendwie so zu präsentieren. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung immer, dass ein Song erst dann gut ist, wenn er mit einem Instrument und einer Stimme funktioniert, wenn man so rekreieren kann, bis auf vielleicht klassische Stücke. Aber ein Popsong muss so auch funktionieren. Wenn du erst die ganze Produktion außenrum dumm brauchst, damit er sich irgendwie gut hört, dann hast in meiner Vorstellung hast dann ein Problem. Es gibt bestimmt auch Beispiele, die da meine Theorie wieder widerlegen, aber so ist es auf der Welt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann teilt es, kommentiert es und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.